gibt's ja nicht, das riecht danach. Gebrannte Mandeln. Frisch gebrannte Mandeln. Magenbrot. Ah, herrlich. Magenbrot. Und frische Brezen. Und ein frisches Bier. Mei, das war jetzt schön. So ein Volksfest. Hä? Gerade wo ich morgen frei hätte. Naja. Hä? Heut in der Freizeit. 1, 2, selber gesoffen. Sein eigenes Bier brauen. Brezen selber backen. Oder ein richtiges Lebkuchenherz mit Zuckerrand. Haha. Sein eigenes Volksfest selber machen. Egal wann. Ja, das wäre doch pundig, oder? Ob man dafür eine richtige Brauerei braucht, einen Profi-Backofen oder eine neue Pfanne nach den gebrannten Mandeln, ja, das werden wir heute rausfinden. Also, streng dich nur an, Schmidt. Fündig geworden bin ich in Kempten im Oberallgäu. Da gibt es die 2 backenden Schwestern, die seit Jahren die besten Rezepte für Festwochenschmankerl ausprobieren. Leidenschaft fürs Volksfest. Ist ja klar, oder, Monika? Die Festwoche ist Pflicht. Aber Karussell kann ich halt einfach nicht fahren, da wird es mir immer schlecht. Dafür gibt es umso mehr gebrannte Mandeln für den Heimweg. Und was sagt Schwesterherz Elisabeth? Für mich ist natürlich an der Festwoche ganz besonders, weil ich da meinen Mann kennengelernt habe. Und das ist schon über 10 Jahre her und hält bis heute. Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja der Hermann. Was macht denn der schon auf? Moin. Die beiden haben alles Wichtige in einer Box zusammengestellt. Fürs Volksfest daheim. Christi! Gut, dann mach ich die jetzt auf. Jetzt wird's bunt. Auf geht's zum eigenen Volksfest. Also es ist nicht alles drin, Mehl und Zucker, das kann man aus der Region beziehen und hat man daheim, aber die ganz speziellen Sachen sind hier drin. Zum Beispiel Spritztönen, ein Ausstecher, Lebensmittelfarbe und Lebkuchengewürze. Alles benannt. Und das sind die Rezepte jetzt. Mei, ein Lebkuchenherz, hä? Gebrannte Mandeln, ganz wichtig. Magenbrot. Laugenbrezen. Das sind die Sachen, die wir auf dem Volksfest einfach wahnsinnig gerne essen. Wenn man die Zutaten hat und alles benannt hat. Geht's auch geschwind und ist gelingsicher. Das Lebkuchenrezept zum Beispiel, das ist sogar von der Oma. Das haben wir über die Jahre noch so verfeinert. Gut, also ein Lebkuchenherz. Lebkuchenherz kauft man ja beim Heimweg eher. Für die Liebste. Selbstverständlich, für die Oder Liebsten. den Liebsten. Oder den Liebsten, ja. Und je mehr man mit dem Gewissen zum Tor hat, umso mehr kauft man. Achso, ich denke, umso mehr Liebste man hat. 5 von die Großen, die anderen 4 habe ich nicht so lieb und die kleineren auch noch. Wir brauchen erstmal einen Topf, relativ groß, weil später in den Teig Natron kommt und dann schaumt es, sonst hat man Riesensauerei. Jetzt darfst du den Honig und den braunen Zucker rein tun. Ist auch ganz gut, wenn es nicht ganz flüssiger Honig ist, sondern eher cremiger. Brauner Zucker. Und dann darfst du zum Honig an den Herd und das schon mal erwärmen, damit uns der Zucker schon mal ein bisschen schmilzt. Riecht nur nach Honig. Wir haben noch Gewürze, kommen ein bisschen später. Schon, gell? Einmal aufkochen soll's, aber nicht einkochen. Jetzt darfst du dann direkt den Butter mit dazugeben, der soll jetzt auch noch schmelzen. So viel Butter, hä? Das sparen wir nicht. Lebkuchengewürz und Zimt. Jetzt wird schon dunkel, jetzt kriegt es die Farbe schon. Alles gut verrühren. Jetzt fällt das Natron noch. Das ist unser Backtriebmittel. Ist auch so ein altes Hausmittel. Das ist, glaube ich, wirklich Omas Geheimwaffe. Absolut. Die Farbe stimmt und der Geruch auch. Jetzt kannst du den Topf auf Seite stellen und dann kühlt er aus. Das ist ja blöd, weil der tropft ja jetzt, gell? Ich glaube, er ist schon sauber.
Sauber. Es fehlt jetzt noch Mehl. Das ist jetzt ein bisschen abgekühlt, auf Zimmertemperatur. Und jetzt können wir es zum Mehl dazugeben und dann einen Teig draus machen. Das ist dann alles, oder wie? Das ist alles, ja. Sehr super. Nein. Jetzt müssen wir noch mal einen neuen nehmen. Tut mir wahnsinnig leid. Aber nicht abschlecken. Nein, natürlich nicht. Jetzt einfach verrühren. Der bleibt relativ flüssig. Das ist aber auch wichtig. Später, wenn er gekühlt ist, wird er dann wirklich perfekt. So, ich würde sagen... Bist du zufrieden? Wie viel habt ihr hier von denen? Schon noch ein paar. Habt's noch mal? Ja. Sehr gut, auch sehr gut. Und jetzt kommt der Lebkuchenteig für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Ja, oder länger. Je nachdem, wann Sie Lust haben auf ein Volksfest. Jetzt. Da ist er. Ah, jetzt wird er, gell? So, Wiesenherzl. Schon mal eins bekommen? Ja, wir haben uns tatsächlich immer eins mitgebracht. Von unseren Männern eher selten. Vielleicht ein neuer Mann oder so? Nein, wir sind schon zufrieden. Ja? Was hab ich in meinem Leben Herzl gehabt? Ja, jetzt kannst du bald selber machen. Ja, sowas? So. Also nicht zu dünn ausrollen, weil sonst spricht er dir gerade bei der Größe. Ja. So. Jetzt müssen wir noch da oben 2 Löcher reinmachen, damit man es auch aufhängen kann. Das ist ja mit dabei, gell? Da können wir jetzt eine Spritzhülle nehmen. Eins da und eins. Dann in den Ofen rein. Genau, 180 Grad Umluft, so 15 bis 20 Minuten. Bei deinem wahrscheinlich eher ein bisschen länger. Ja klar, ich wollte ja auch ein großes Wiesenherzl haben. Herrlich. Für den Zuckerguss braucht's eine fettfreie Schüssel. Da gibt es einen kleinen Tipp, man kann das mit Zitrone ausreiben, also nur ganz leicht. Umso mehr Volumen reinkommt, umso besser. Da gibt es einen schönen Test. Wenn der Eis nicht fertig ist, dann kannst du die Schüssel auf den Kopf stellen und da kommt nichts raus. Ist fest, oder? Machen wir einen Test? Also super. Puh. Jetzt können wir noch die Stärke mit dazu tun. Die hilft uns, dass es noch mal ein bisschen fester wird und spritzfähig. Jetzt brauchen wir es nur bunt. Uns ist halt wichtig, dass natürliche Farben sind. Das Gelb ist aus Kurkuma oder Spinatpulver oder Erdbeerpulver. Die Blaue ist auch in unserer Box drin, weil die ist aus Algen. Das hat man nicht so einfach daheim. Wie heißt die? Spirulina. Und? Das ist mal ein Herz. Sehr schön. Fertig? Ja, das sieht gut aus. Wenn der aus dem Ofen rauskommt, ist der ja noch wach. Genau, der wird dann hart, wenn er ein bisschen liegt und vor allem, wenn er ausgekühlt ist. Deshalb müssen wir ihn jetzt auch vom Gitterrost auflegen, dass er von unten eben Gut Luft kriegt. Genau, dass er ein bisschen Luft kriegt. Eine Seite vom Spritzbeutel. Zweite Farbe. Und wenn man das dann nach unten schiebt, dann kommen die quasi wie bei der Zahnpastatube gestreift raus. Und dann auch immer Verzwirbler hinter, damit du einen richtigen Druck drauf hast. Um Gottes Willen, fange ich jetzt schon an. Hast du einen Text? Hey. Man glaubt es eigentlich gar nicht, gell? Es ist wirklich einfach, so ein Lebkuchenherz. Man muss noch anfangen. Ich kann mir nicht helfen, ich mag ja einfach ein Volksfest. Mir wird es tatsächlich beim Ketterkarussell schon so schlecht, dass ich erst einmal damit gefahren bin und seitdem so Wiesen- und Volksfestbahnen meid wie der Teufelsweihwasser. Wie man so klar war, da war das Feste. Ja, für alle ist das ein Riesending und für mich war es einfach bloß furchtbar. Wie ich auf die Wiesn gegangen bin und so klar war, da habe ich auf der Rolltreppe rauf, habe ich von meiner Oma 20 Mark gekriegt. Das war immer auf der Rolltreppe, das war eine Tradition. Und dann bin ich mit den 20 Mark, bin ich dann die Sachen. Alles abfahren. Und je schlimmer umso. Ich kann heute schon nicht mehr auf einer normalen Schaukel sitzen, ohne dass man schlecht wird. Deswegen ist Magenbrot und Mandel nicht verkehrt.
Wir sind ja eher für Süße zuständig. Aber für die Brezen, da schicken wir dich jetzt zum Peter. Das ist der Bäcker unseres Vertrauens. Und der zeigt dir, wie du ganz einfach Brezen selber machen kannst. Ja, gut, dann mit dem Backblech zum Bäckermeister Peter Schuster. Nach Mittelberg. Bitteschön. Mit der Erfahrung aus fast 40 Jahren Brezenbacken hat der Peter das perfekte Rezept für daheim. Und das hat er auch seinen Schülern in der Berufsschule regelmäßig gezeigt. Habe ich die Ehre? Ja, hallo, grüß Gott. Schmidt Max, ich komme von den zwei Schwestern wegen Brezen. Der Mann wartet schon. Gang hinter in den Backstube. Wunderbar, vielen Dank. Treppen auf und geradeaus hinter. Sehr gut, Dankeschön dabei. Bitteschön. Servus. Servus, Max. Darf ich reinkommen? Du darfst reinkommen. Ich hab gemeint, Brezen, das ist immer alles ein bisschen kompliziert. Das macht man kompliziert. Das ist ganz was Einfaches. Das habe ich 30 Jahre bewährt hergestellt für daheim. Ich gebe dir einen Schurz und eine Kappe und dann können wir gleich anfangen. Darf ich der Leber sein? Das machen wir so. So, da. Und die Schürzen, oder? Passt das so? Schau ich gut aus, oder? Bärig schaust du aus. Erik, sehr Gell? gut, wunderbar. Der Lehrbar ist da. Gut, dann können wir starten. Mir hat einmal ein alter Chef gesagt, Peter, das Einfachste ist einfach das Beste. Und darum tun wir gar keinen Schnickschnack an, dass man es auch daheim machen kann. Gell? Da braucht man 500 Gramm Mehl. Mehl? 550. 55er Mehl. Dann 50 Gramm Heff, 10 Gramm Salz. Jawohl. Der Beck, der tät jetzt ein Backmittel rein, aber das kriegt ja eine Hausfrau so überall. Darum haben wir das gelöst, indem wir einen braunen Zucker als Nahrung für die Hefe rein tun. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Flüssigkeit. Und da nehmen wir jetzt so 250 Gramm Wasser. Wir brauchen keinen Vorteigen, gar nichts. Du rührst Ich einfach. rühre jetzt einfach. Ja. Du machst diesen kleinen Teig, wo du nachher kleine Brezen machst. In meiner großen Knetmaschine mache ich einen anderen Teig, weil wir wollen auch noch eine große Oktoberfestspritzke machen. So, ich bin zufrieden mit dir. Jetzt warte mal schnell, tu mal schnell ausschalten. Jawohl. Weil ich wollte, wegen dem Lehrlingsgehalt, dass man da noch mehr. Da schwätzen wir halt am Schluss drüber. Also, wenn es was geworden ist. Ich das jetzt noch nachlasse, wenn ich die lobe. So, ein Beck geht immer ein bisschen nach dem Gefühl, weißt du? Wie muss er sich anlangen? So ganz glatt und geschmeidig. Der muss sich so ziehen lassen. Dann sieht man, ob der Kleber stark ist oder so, weißt du? Also das Eiweiß, wo da drin ist. Und jetzt tust du noch ein bisschen kneten. Also super. Und den lassen wir jetzt auch kurz 5 Minuten ruhen. Der muss sich entspannen. Weil der hat jetzt so eine Art Marathonlauf gemacht, der muss jetzt erst verschnaufen. Und dann kann er weitermachen. Wir entspannen uns jetzt ein bisschen. Oder haben wir was Du zu auch machen? schon entspannen? Noch nicht? Nein, noch nicht. Okay, gut. Dann. Da machen wir jetzt so 100 Gramm Stücke draus für alle Bretzke. Und beim Beck, der gilt noch ein bisschen so Augenmaß und Handgewicht, ist des Bäckers erste Pflicht. Jetzt kriegt der Lehrbuhr Aufgabe. Wir machen da im Allgäu eine bayerische Breze. Ja. Das heißt, die hat auch einen Bauch. Ja. Aber die Ärmler sind nicht ganz so dünn. Eine schwäbische Breze, die hat auch einen Bauch, aber die Ärmchen sind dünner. Der langt sich gut an, der Tag. Gell? Braucht kein Mehl, gar nichts. Wenn du jetzt ein Mehl tätst, dann tätst du rutschen, dann kannst du die rollen. Das ist so glatt wie ein Kinderpopo. Ja, freilich. Gell? So. Jetzt wird es jetzt so ungefähr auf 60 cm lang gerollt. Das ist jetzt da dicker Ja, und da und ist da ist dünner. es konisch. Und dann können wir die Brezen machen. Schon. Du kannst es jetzt mal probieren. Jetzt pass auf, jetzt mache ich es so. Jetzt habe ich es so hergelegt und jetzt mache ich es so. Stimmt das noch? No. Nein, da fehlt einer. Einer fehlt noch. Jawohl. Dass ich da am Rand nicht weiterkomme. Das ist wie verhext. Das gibt's gar nicht, gell? Ha, wie war der? Super.
Es ist zwar noch Luft nach oben, aber ich bin stolz auf die. Kann man schon sagen, gell? Doch, also du kannst gerade nachstanden. Gell? Die tun wir jetzt auch zudecken, dass die jetzt hautig werden. Die tun jetzt praktisch schlafen. Gute Nacht. So. Gell? Und die lassen wir jetzt eine Viertelstunde ruhen und dann tun wir es absteifen in einem möglichst kalten Ort. Und was ist ein kalter Ort? Genau, der Kühlschrank. Reicher 5 Minuten. Und jetzt die große Wiesenbrezen. Oh Gott, das wird ja noch schwieriger. Ja, Schmidt, jetzt kommt die Gesellenprüfung. Und jetzt? So. Wieder ganz eine besondere Brezen. Warte, ich schling nochmal. Warte, ich schling gleich nochmal. Naja, Ich bin zufrieden mit dir für deine erste Wiesenbrezen. Jawohl. Und die legen wir jetzt ausschlafen. gute Nacht. Wunderbar, Gell? das mache ich. Mit den absteifen Brezen, die tun wir jetzt in die Lauge tauchen, da drauf. Und dann kannst du die nächsten 10 Minuten zu den 2 Mädels fahren zum Abpacken. 10 Minuten muss ich das. Das schaffst du, Max. Alles klar. Jetzt wegen dem Laugen. Das da, das ist Natriumhydroxid. Das krieg ich in der Apotheke. Die Giftstoffe, die in der Lauge angeblich sind, die werden durch die Hitze neutralisiert. Also man kann es bedenkenlos essen. Sonst war es ja ein Schmarrn, gell? Sonst Also wäre bloß es wegen ein der- richtiger Käse. Alles klar, gut. Gell? Und bloß ganz kurz rein, oder wie? Bloß ganz kurz rein, weil je länger die drin sind, umso weiter geht die Lauge in den Teig rein und macht die Breze lapprig. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen eine Rösche. Kann ich die eingefrieren? Jetzt nach dem Tauchen sofort eingefrieren, dann hast du jeden Sonntag frische Brezel. Was mache ich mit dem, was noch übrig bleibt? Das tust du irgendwie in ein Gefäß rein, tust es sauber beschriften, Kühlstellen von Kindern entfernt wegstellen. Bitte nicht ins Waschbecken aus. Das ist zu gefährlich, läuft fast unter Sondermüll. Das muss man wirklich dann Ganz entsorgen, genau, Richtig. also richtig entsorgen. Wenn Ihnen das zu heikel ist, dann können Sie natürlich auch Natronpulver nehmen. Passt. Fundig, Dankeschön. Max, ich Wiedersehen. bin begeistert von Ich dir. auch. Gell? Vierte. So, genau. Und jetzt muss ich mich schicken, weil, was hat der Peter gesagt? In 10 Minuten müssen die Brezen im Ofen sein. Da bist du ja endlich. Und hast du geschafft? Jetzt Jetzt sind wir gespannt. Wow. Tada! Dann machen wir jetzt das Salz draus. Das ist ja auch in der Box drin. Wie viel Grad? 235. Aufgeheizt. Perfekt. So, und in 15 Minuten sehen wir dann, ob die Brezen was geworden ist. Und jetzt? Gebrannte Mandeln. Und dafür brauchen wir Alles nein. Alles nein. Gewürze, Zucker und Alles klar. Okay. Den Geschmack ein bisschen rum. Und Wasser. Gut. Das kochen wir jetzt einmal auf und dann dürfen die Mandeln rein. Temperatur bleibt um. Genau. Das kocht jetzt so lange auf, bis es trocken wird. Und dann sieht es eigentlich so aus, als wäre es kaputt gegangen und gar nicht richtig fertig. Und dann reduzieren wir die Hitze und kochen es noch ein bisschen weiter. Dass der Zucker dann schmilzt und dann gibt es diese schöne, knackige Kruste, die man so mag an den gebrannten. Kann man meinen, dass eigentlich schon fertig sind. Genau, viele nehmen es jetzt schon raus und geben es auf ein Backblech, aber dann sind die so klebrig. Und das heißt, wir müssen es jetzt einfach noch mal ein bisschen abbrennen. Sie soll diese Röstaromen mitkriegen. Ah, jetzt wird's trocken. Das merke ich. Jetzt reduzieren wir die Temperatur und jetzt schmilzt dann dieser Zucker außenrum. Der Freund von meinem Vater hat auf der Wiesn einen Mandelstand gehabt. Und mein Vater hat am Wochenende immer mitgeholfen bei ihm und hat die Mandeln gebrannt. Wenn der heimgekommen ist, der hat immer gerochen. Das war unglaublich. Das weiß ich noch. Und der hat die genauso brennt. So, genau so. Genau so. Wie vom Papa. Genau.
War für dich, Vater. Wow. Schau mal, ob sie rösch sind. Oh ja, das sieht gut aus. Riecht wahnsinnig gut. Dann. Die sind gut. Super, ganz weich. Gut. Innen weich, außen wirklich knusprig. Jetzt war natürlich nur ein Bierrecht. Ha? Ein Bier? Blasmusik? Ja, genau, ein Bier. Und deswegen sind wir zur höchstgelegenen Privatbrauerei in Deutschland gefahren. Auf 1000 Meter, direkt am Berg der Berge im Allgäu, dem Gründen. Und da hat Bernhard Göhl seine Sudkessel. Früher stand hier ein Skihäusl mit Liften, doch seit 2013 wird Bier gebraut. Und wie das für daheim funktioniert, das zeigt er mir in seiner privaten Küche. Das tut man nicht alles, ha? Für ein Bier. Oh, wie das schon riecht. Die Brauerei riecht einfach gut. Herausforderung soll ja sein, dass man mit möglichst einfachen Mitteln mal probiert, ein Bier daheim zu machen. Wir brauchen natürlich noch ein bayerischen Reinheitsgebot. Das Wichtigste sind die 4 Rohstoffe: Hopfen, Wasser, Malz und Hefe. Wo kriege ich es her? Ein einfacher Weg ist natürlich, wenn man zu seiner Stammbrauerei geht und da fragt, ob man vielleicht ein bisschen was haben kann. Die andere Alternative ist, es gibt ja mittlerweile so Hobbybrauerversand, wo man sich auch die Rohstoffe schicken lassen kann. Du warst ja sozusagen meine Hobbybrauerei. Und da darfst du gerne vorbeikommen. Also ein 15 Liter Kochtopf, den brauchen wir auf jeden Fall fürs Maischen und fürs Kochen. Dann brauchen wir ein Thermometer. Wir haben jetzt auch das Ziel, dass wir 10 Liter Bier herstellen mit einem Stammwürzegehalt von ungefähr 12%. Stammwürze minus 2 durch 2 ist der Alkoholgehalt. Ja. Stammwürze minus 2 durch 2, dann bin ich ja jetzt bei 5. 5. Oh, das ist so schön. Genau. Fangen wir jetzt also an mit 6 Liter. Nimmst bitte den Messbecher, weil genau arbeiten. Ganz wichtig. Dann heizen wir jetzt auf. Jetzt ist es auf 55. Hey, Mann, frei. Ich gebe Malz dazu und du rührst. Weil das darfst du jetzt deine nächsten 2 Stunden machen. Und wenn wir durchtauschen, dass du doch den Kochlöffel und das Nee, ich hab's ja schon oft genug gemacht. Wichtig ist beim Einmeischen, dass wir es klumpenfrei machen, gell? Ich brauche mir erst das Bier. Cooles Gefühl, gell? Ja, schon. Heizen wir gleich auf 62 Grad. Die im Malz enthaltenen Enzyme fangen jetzt an, die Stärke, wo im Malz drin ist, abzubauen zu vergärbaren Zucker. Weil die vergärbaren Zucker brauchen wir, dass die Hefe dann später unser Bier vergärt. Also wir haben in der Brauerei ein Rührwerk drin. Ich hab kein Rührwerk drin, ehrlich gesagt. Es gibt ein helles, obergäriges Vollbier. Obergärig machen wir es aus dem Grund, weil die obergärige Hefe für daheim zum Handeln von der Gärtemperatur einfacher ist. Du musst rühren. Ja, ja. Hallo. Sind wir schon fertig? 40 habe ich jetzt Ja, gehört. jetzt darfst du aufheizen auf 72 Grad. Und wenn wir die 72 Grad erreicht haben, Ja. dann nochmals rühren. 40 Minuten. Ja. Gut. Ja, Sie sehen ja selber, so ein Bier braucht Zeit und vor allem auch die richtige Temperatur zum richtigen Arbeitsschritt. Da kann man schon mal einen ganzen Tag am Herd stehen. Ja, gut, dass man zwischendurch immer mal ein bisschen probieren muss. Wird süß, gell? Ja, sehr süß. Schritt 2, das sogenannte Abläutern. Jetzt brauchen wir den Eimer, den Läutereimer. Da ist ein Sieb. Hier werden die festen Bestandteile von der Flüssigkeit getrennt. Die festen Bestandteile sind die Treber, die Flüssigkeit ist die Würze. So einen Läutereimer gibt's für 30 € im Brauereishop. Den braucht's auch, um das Bier später gären zu lassen. Das ist jetzt die sogenannte Vorderwürze und die ist sehr gut für Halsschmerzen und die darfst du jetzt probieren. Ja, ich merk's. Schon. Und? Es ist noch nicht ganz weg. Und jetzt nehmen wir nochmal heißes Wasser mit 78 Grad und schwänzen an. Das heißt, wir laugen die Treber vollständig aus.
Duschen quasi. Duschen, genau. Wir duschen die Treber ab. Schritt 3, Würze kochen. Hier wird dann der Hopfen dazugeben. Das ist ja ein krasser Geruch. Das riecht einmal richtig grün. Hallertauer Perle heißt die Sorte. Super Allround-Hopfen. Münchner Perle. Allgäuer Perle. Weißt du, wie das riecht? Wenn in München die Wiesn vor der Tür steht und die Stadtbrauereien das Bierbrauen anfangen für die Wiesn, dann gibt es eine Zeit, da riecht es dann genau so in der ganzen Stadt. Herrlich. Ich höre es schon richtig. Wie die Wiesenwirte heizen. Ja, genau. Es ist dann gleich 12 Uhr am ersten Samstag. Herrlich. Nach der Kochung wird die Stammwürze bestimmt. Und dann kommen wir zu Schritt 4, dem Würze kühlen. Ich gebe jetzt etwas Würze dazu und du darfst jetzt die Hefe dazugeben. Das ist also eine obergärige Reinkulturhefe. Jetzt lassen wir es da drin vergären. Zimmertemperatur 3 bis 7 Tage und dann füllen wir es ab. Gut. Abfüllen. Eine der größten Herausforderungen für den Hobbybrauer zu Hause. Das Bier, das reagiert ja mit Sauerstoff, das altert, kriegt einen schlechten Geschmack und darum müssen wir versuchen, den rauszubringen. Beim Einfüllen darf halt eigentlich kein Sauerstoff in der Flasche sein. Genau. Du musst den Gärverlauf genau im Griff haben und dann bei einem bestimmten Zeitpunkt musst du abfüllen. Und den kann ich messen. Und den können wir messen mit der Spindel. Kann sein, dass wir nachts um 3 raus müssen. Wir haben nur ein ganz begrenztes Zeitfenster. Beim Abfüllen in die Flasche trotzdem versuchen, möglichst wenig Sauerstoff aufzunehmen. Den Schlauch ganz runterstecken und den Rand voll machen. Die Flaschen jetzt eine Woche bei Zimmertemperatur stehen lassen. Dann können die schön nachgären und dann nochmal so 2 Wochen in den Keller stellen. Und dann? Ja, und dann ist es endlich soweit für mein eigenes kleines Volksfest. Ha? Achtung! Nicht schlecht. Mandeln. Mohnbrot. Geht nichts über gute Brezen.